Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute ist ein besonderer Tag im Schlummerland. Am Himmel steht ein blauer Stern und der bedeutet, dass das Schlummerland eine Nacht der Familie erlebt. In dieser Nacht werden alle Verbindungen zwischen den Munds sichtbar. Alle Verwandte und Freundschaften, die es zwischen diesen Wesen gibt, kann man dann sehen und hören. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türen durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Im Schlummerland ist alles verbunden. Die Bäume zum Beispiel. Alle kleinen, grossen und mittelgrossen Bäume sind mit ihren Wurzeln unter dem Boden miteinander in Kontakt. Es ist ein fast unendlich weites Netz aus dickeren und dünneren Wurzeln und über das Netz können die Bäume miteinander reden. Sie reden nicht wie wir Menschen mit Wörtern oder über Gesichtsausdrücke. Vielmehr tauschen sie über die Wurzeln munzig kleine, fast unsichtbare Wassertröpfchen aus. Die Wassertröpfchen haben unterschiedliche Gerüche, sind mal etwas flüssiger und mal etwas fester. Und je nachdem, was es für Wassertröpfchen sind, weiss der eine Baum dann, was der andere ihm berichten will. Zum Beispiel kann ein grosser Baum einem kleinen auf diese Art erzählen, dass es bald regnen oder dass ein Sturm aufzieht. So können die Bäume, die näher am Boden sind, sich vorbereiten auf das Wasser, das bald vom Himmel geht. Das Wurzelnetz unter dem Boden ist für viele Wesen, die im Schlummerland wohnen, unsichtbar. Alle, die meiste Zeit über dem Boden sind, sehen die Verbindungen nicht. Ganz anders ist es für die Regenwürmer, für die Maulwürfe oder die Ameisen. Tiere, die unter dem Waldboden wohnen, stossen nämlich beim durch den Boden graben noch ab und zu auf so eine Wurzelverbindung. Ein paar von ihnen verstehen sogar, was die Wassertröpfchen zu erzählen haben und sind so in die Geheimnisse, die die Bäume miteinander teilen, eingeweiht. Auch viele andere Wesen im Schlummerland stehen miteinander in Verbindung. So blühen zum Beispiel gewisse Blumen genau dann, wenn die Bienen und die Hummeli auf der Suche sind nach frischem Blumennektar. Den brauchen sie nämlich, um ihre Jungen zu füttern. Die Bienen, die tun dann als Dank den Blumen ihre Sämli im Schlummerland verteilen. So, dass auch da eine Zusammenarbeit und eine Verbindung ganz ohne Wort entsteht. Im Schlummerland leben auch die Munds. Das sind Wesen, die am ganzen Körper Haar haben, auch im Gesicht und an den Händen und an den Füßen. Die Hände und die Füße sind gross und klobig, wie die Tatzen von einem kleinen Bär. Die Munds laufen auf 2 Beinen, wie wir Menschen, und sie sind meistens eher langsam unterwegs. Aber natürlich kommt das auch auf ihre Laune drauf an oder auf das, was sie an einem Tag gerade vorhaben. Bei den Munds ist es so, dass sie alle auf irgendeine Art und Weise miteinander verwandt sind.
Es ist nicht so wie bei uns Menschen, dass sie Eltern haben und vielleicht Geschwister und Grosseltern oder Cousinen. Vielmehr sind bei den Muns alle füreinander ein bisschen Eltern und ein bisschen Geschwister und Cousins. Die Muns, die im Schlummerland leben, sind eine grosse Familie. Auch die beiden Munsfreunde Flick und Fanian sind untereinander verwandt. Wie genau, wissen sie nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Für sie zählt, dass sie füreinander da sind, dass sie miteinander Abenteuer erleben können und gerne Zeit miteinander verbringen. Es ist früher Abend im Schlummerland und der Flick und Fanian haben gerade ein kleines Feuerchen entfacht, um darauf einen frischen Kräutertee zu kochen. Die Kräutchen dafür haben sie heute auf einem Spaziergang gesammelt, den sie zusammen unternommen haben. Auf dem Spaziergang sind auch noch ein paar Freundinnen und Freunde von ihnen dabei gewesen. Der junge Muns Gluri zum Beispiel und Li und der Lagros. Nach dies nach sind dann immer mehr Muns dazugekommen, auch solche, die sie bis dahin noch nicht gekannt haben. Eine recht grosse Gruppe waren es dann schlussendlich. Und jetzt hückeln sie eben alle zusammen vor dem Flicks im Pflanzenzimmer am Ufer von einem grossen See. Das passiert im Schlummerland noch etwa die, dass am Abend Muns zusammensitzen, wo sich den Tag durch per Zufall getroffen haben. Muns sind nämlich sehr offen und lernen einander oft und gern neu kennen. Die einen vom Grüppli sind laut, sie lachen und reden. Andere sitzen still beieinander, haben den Kopf aneinander angelehnt oder flüstern. Die Sonne ist gerade vergangen am Himmel und langsam leuchtet über dem See die ersten bleichen Sternchen auf. «Oh, schaut mal», sagt Fanian. Sie streckt den Arm aus und zeigt mit dem Finger in den frühen Abendhimmel. Zwischen den weißen und gelb leuchtigen Sternchen kann man ganz deutlich einen Stern sehen, der blau schimmert. Er hat wirklich die Form eines Sterns. Er ist also weniger ein Pünktchen als vielmehr eine Art ein Rundummel mit Zacken nach außen. Und eben tiefblau, wie ein Meer an einem sonnigen Tag. Die Muns, die beim Flick am Strand hückeln, schauen in den Himmel. Ein paar von ihnen lächeln und schauen neugierig umeinander. Sie wissen schon, was als nächstes passiert. Die jüngeren Muns, der Gluri zum Beispiel, schauen ganz verzaubert auf den Stern. Noch ohne zu wissen, was er bedeutet. Es ist nämlich so, dass, wenn der blaue Stern am Himmel auftaucht, im Schlummerland eine Nacht der Familie ansteht. Alle sonst unsichtbaren Verbindungen zwischen den Muns werden dann sichtbar. «Schau, Gluri», sagt der Flick, wo der junge Muns ein bisschen verdutzt zu ihm ansteht. Es ist ja so. Wenn der blaue Stern am Himmel auftaucht, heisst das für uns Muns, dass wir daran erinnert werden, dass wir alle zueinander gehören. Dass wir eine grosse Einheit, eine Familie sind. Ganz gleich, ob man schon lange oder erst seit kurzem im Schlummerland ist. Egal, ob man kurzes oder langes Fell, ob man lieber am Meer oder in den Bergen ist. Man sieht dann, auf wie viele Arten dass wir miteinander verbunden sind. Aber du erlebst es jetzt dann gerade selber. Sehr bald werden die Verbindungen zwischen uns klarer. Der Gluri schaut zu den anderen Muns. Um sie herum wird es langsam dunkler. Wo man vorher noch feine Schatten vom Abendlicht sehen konnte, ist jetzt ein dunkelblauer Schimmer. Die
Farbe der Nacht. Aber noch etwas sieht der Gluri. Und zwar weiss, glänzige, fast perlenfarbig schimmernde Fäden, die sich langsam anfangen, von einem Mund zum nächsten zu wirbeln. Der Gluri schaut an sich ab und sieht, wie sein Bauchnabel hell leuchtet. Der Bauchnabel ist der Mittelpunkt der Munds ihrer Kraft, dort, wo alles zusammenkommt, wo sie sind. Der Gluri sieht jetzt, wie aus seinem Bauchnabel ganz langsam 3 feine Fädeli wachsen. Fädeli, die sich miteinander verzwirbeln und verdrehen und kleine Schlaufen und Kringel in die Luft zeichnen. Das bewegliche, schwerelose Schnürli wächst und wächst und wächst, bis eins davon beim Flick ankommt und an seinen Bauchnabel stüpft. Ein anderes zieht vom Gluri bis zu der Fanny an und nochmal ein anderes zu einem grossen, schweren Muns mit schwarzem Fell, wo am Lagerfeuerli hückelt. Der Gluri staunet. Mit diesen Muns ist er also verbunden. Sein Bauch kennt sie, auch wenn er mit dem grossen Muns zum Beispiel noch nie geredet hat. Aber jetzt, wo sie den Verbindungsstrang sehen, schauen sie sich an und lächeln. Und die Augen vom grossen Muns sind weich und grosszügig. Auch der Flick schaut an sich ab und spürt, wie die Fädeli langsam ihren Weg durch die Luft suchen. Zu dem Muns um ihn herum, zu der Fanian, zum Gluri, aber auch zu vielen anderen, die da sind. Ein paar Fäden fliessen aber auch in den Wald, über den See oder sogar in die Luft. Ja, es gibt natürlich auch Muns, die in den Bäumen wohnen oder gerade oben in den Wolken oder in den Bergen sind. Der Flick, der Gluri, die Fanian und die anderen stehen mit offenen Mühlern am Ufer vom See. Die ganze Luft ist jetzt gefüllt mit den hellen Silberfäden. Ein paar wirken im Licht vom Mond auch goldig. Es ist, wie wenn das Schlummerland verkribbelt worden wäre mit einem silbrigen Bleistift. Überall hängen Fädeli zwischen den Muns. Wenn es Bäume oder Pflanzen dazwischen hat, macht das nichts. Der Faden wickelt sich entweder drum oder fließt rundum. Die flimmernden Verbindungsfäden kann man nicht nur sehen, sie tönen auch. Die einen summen wie ein Bienenschwarm. Bei gewissen hört man sogar eine feine Melodie durch die Luft schwirren. Auch hört man ab und zu ein Lachen oder ein Grummeln von den Fäden ausgehen. Die Verbindungen leben. Sie sind gefüllt mit Erinnerungen und Momenten, die die Muns miteinander teilen. Der Gluri schaut auf seinen Bauchnabel, wo jetzt richtig fest leuchtet und sich warm und wohlig anfühlt. Mit jedem Faden mehr, der aus seinem Bauchnabel gewachsen ist, hat die Wöhle in seinem Bauch zugenommen. Die Wärme strahlt von seiner Mitte aus in die anderen Teile von seinem Körper. Er spürt, wie die Wärme fließt in seinen Bauch, in seinen Hals. Er nimmt wahr, wie sein Gesicht, seine Ohren und sein Scheitel warm werden. Auch spürt er sie in den Schultern, in den Armen und
durchab bis in die Hände und in jeden einzelnen Finger. Auch in seinem Becken ist es wohlig, in seinen Beinen, bis runter in seine Füße und Zehen. Sein ganzer Körper ist durchflossen von dem silbrig leuchtigen, warmen Licht. Der Gluri schaut auf in den Himmel und sieht den blauen Stern hell leuchten, gross und stark. Die meisten Munds um ihn herum sind abgesessen. Ein paar bewegen sich fein, wie zu Musik. Andere liegen auf dem Rücken und schauen in den Sternenhimmel. Ein paar sind auch weitergelaufen, um herauszufinden, wo ihre Verbindungsstränge führen. Vielleicht können sie so jemanden wieder treffen, wo sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Oder auch noch nie. Der Gluri sieht, wie der Flick zu ihm kommt. Das Fädeli zwischen ihren Bauchnäbeln schwingt fein hin und her. In seinen fälligen Händen hat der Flick eine grosse Decke aus weissem, fliessendem Stoff um das wollig weiches Küssi, das so gross ist, dass es hinter dem Flick über den Boden schleift. «Schau da, Gluri», sagt der Flick und legt ihm das Küssi und die Decke an. «Da drunter kannst du schlafen heute Nacht. Und ich auch.» Obwohl das Pflanzenzimmer vom Flick nicht weit weg ist und die beiden einmal auch dort drin zusammen pfusen, möchten sie die Nacht unter dem freien Himmel verbringen. Im Pflanzenzimmer können sich dafür andere Munds einmummeln, hat der Flick gedacht. Der Gluri liegt ab. Der Boden ist warm und trocken und schmeckt nach warmem Gras und ein bisschen Rauch vom Feuer. Er schläft unter die Decke und kuschelt sich an den Flick. Familie. Etwas, wo für jeden Munds etwas anderes ist und gleich in dem Moment für alle ähnlich zu spüren. Ein Gefühl wie eine warme, lange Umarmung, ein liebevolles Streicheln über die Backen, ein Kuss auf die Haare. Ein Gefühl von füreinander Dasein in jedem Moment, wo gsi ist, wo ist und kommt. Ein Umsein ohne Müsse und ohne zu fragen. Verbundenheit. Und die ist da. Immer. Auch wenn am nächsten Morgen der Stern und die Fäden nicht mehr zu sehen sind. Die Verbindungen, die bleiben.
Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Gluri, die Fanian, der Flick, die Li, der Lagros und alle anderen Muns am Ufer vom See schlafen. Tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Und ein